Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung Hilfsaktion für die Ukraine in Bönigen, erfolgreicher Eröffnungstag an der Agrimesse, neue Ziele für den FC Thun. Bevor wir jetzt aber zu unseren 3 Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom Tag. Surselva-Wölfe dürfen nicht abgeschossen werden. Das Stagias Wolfsrudel darf trotz 11 gerissener Schafe nicht durch Abschuss von 3 Jungtieren verkleinert werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Entscheid vom Bundesamt für Umwelt bestätigt, wonach die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind. Nils Hintermann siegt, Beat Feuz vierte. 5 Jahre nach seinem Sensationssieg in der Kombination von Wengen gewinnt Nils Hintermann sein zweites Weltcuprennen. Das Top-Trio Matthias Meyer, Beat Feuz und Alexander Kilde belegen die Plätze 3, 4 und 5. Die Polizei gelingt gut gegen Heroinhandel. Über 38 Kilogramm Heroin haben ein Albaner und ein Eritreer verdealt. Jetzt ist gegen sie Anklage erhoben worden wegen bandenmässig organisiertem Heroinhandel. 11 weitere Mitglieder dieser Bande sind bereits verurteilt worden. Der Konflikt in der Ukraine erschüttert die ganze Welt und lässt das Berner Oberland nicht kalt. Die 52-jährige Alla Baumgartner ist eine gebürtige Ukrainerin und lebt in Bönigen. Zusammen mit ihrer Freundin startet sie eine Sammelaktion, um wichtige Güter für die Ukraine zu sammeln. Die Solidarität im Berner Oberland ist sehr gross, wie sie meinem Kollegen Benjamin Abeckle hat erklärt. Die Situation im Moment in der Ukraine ist ja sehr schwierig. Ihr kommt ursprünglich von dort. Wie geht es euch im Moment? Ja, so, wir sind einfach sprachlos, erschüttert, klar. Und ja, wir können die Situation nicht besprechen, weil so alle Emotionen, Tränen sind weg. Und eben alles ist drin und explodiert innen drin, kommt nicht raus. Und ja, wir versuchen einfach, das ist jetzt gute Beschäftigung, dass wir wirklich so ein bisschen Ruhe und dann sind wir in Rhythmus und dann wenigstens so können wir helfen und das Gefühl ein bisschen haben, dass wir auch mit ihnen dabei sind und ja. In 2 Tagen haben wir enorm Unterstützung bekommen. Ja, wir sind wirklich so zutiefst berührt und in 2 Tagen eben haben wir schon zur Botschaft 4 volle große Autos gebracht von Gütern und ein riesiger Minivan voll aufgefüllt und jetzt eben so, jetzt ist wieder voll und ein Telefonat kommt nach dem anderen, ja. Danke, wir sind sehr dankbar. Das hilft auch extrem. Es gibt eben, ich habe Ihnen erzählt, so dieser ältere Herr, über 90-jährig, ist gestern so, er war kaum am Marschieren, wirklich so, und er hat so ein Päckle, so Ibuprofen gebracht und 2 Schokis. Einfach das Herz wirklich zerbricht dann auf Stücke, wenn man so, ist extrem so einfach, wir sind zutiefst berührt, ja. Trotz der Tragödie in der Ukraine geht das Leben bei uns weiter. So hat in Thun die 21. Agrimesse die Türen geöffnet. Der Eröffnungstag war ein wahrer Zuschauermagnet und wir haben viele Leute mit einem Lächeln auf den Lippen gesehen durch die Ausstellungsstände laufen. Vom Traktorfan über Tierli-Freunde bis zu den Land- und Forstwirtschaftsunternehmern haben alle ihre Sachen gefunden. Mein Kollege Manuel Moser berichtet. Endlich wieder. Nachdem die Agrimesse zu Thun letztes Jahr abrupt abgebrochen worden ist, verspricht die diesjährige 21. Ausgabe so einiges. Wir sind für euch am Eröffnungstag vor Ort gewesen. Ja, die Freude ist riesig natürlich. Es ist herrlich, wenn es morgen um 9 Uhr, wenn es aufgeht, schon so viele Leute kommen. Ja, ein wunderbarer Start. Ja, ist natürlich dieses Jahr im Vergleich zu anderen Jahren ist sehr viel anders gewesen. Logisch, wir mussten ganz viel denken, viele Szenarien, Bewilligungen mit den Ausstellern zusammen alles koordinieren. Aber auch das hat sehr gut geklappt. Und wir haben ja den Anlass als 2G-Anlass geplant.
da waren alle Involvierten dabei gewesen, vor allem die Aussteller, das ist ganz wichtig natürlich. Hat zwar Einschränkungen gehabt, so ein bisschen auf, ja, sagen wir mal, das Messerlebnis, aber es wäre machbar gewesen, auf alle Fälle. Und wir waren vorbereitet gewesen, alles parat, und die schöne Nachricht, die natürlich vor ein paar Tagen kam, ja, ist umso schöner. Also eben, man sieht es jetzt, es ist doch einfach schon schöner, so wie es jetzt ist. Ihr habt rund 160, 170 Aussteller. Hat sich da was geändert oder ist da der Grossteil auch wie die Jahre davor gewesen? Ja, es ist tatsächlich so, es hat ein bisschen Änderungen gegeben, sag mal, ein bisschen mehr im Vergleich als zu den vorderen Messen. Aber wunderschön, dass der grösste Teil der bisherigen Aussteller einfach wieder dabei war. Klar, es hat jetzt in dieser Situation Aussteller gegeben, ja, die haben gefunden, es passt nicht oder es geht nicht. Das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele neue Aussteller, die sind da waren und gesagt haben, jetzt haben wir die Möglichkeit, an die Agrimesse zu kommen. Also es ist wirklich, eben gegen 30 neue Aussteller sind wir jetzt dieses Jahr. Und das Gelände ist voll. Und das ist eigentlich das Schönste, auch wenn die Planung eben sehr variabel war und sich gegen hinten verschoben. Schlussendlich sind wir heute da und nein, es ist wunderbar. Ja, ich denke, es ist jetzt, also sicher nicht nur eine Agrimesse, aber jetzt klar sind wir hier. So das Gefühl, man kann wieder raus, man kann wieder etwas machen und sich treffen. Ich glaube, das ist schon das, was uns allen irgendwie auch, gefällt hat in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen. Das ist sicher das Wichtigste, zusammenkommen, weil eben das Austausch untereinander, einander zu treffen, ist immer noch das Wichtigste und das kann man jetzt glücklicherweise hier während 4 Tagen. Ja, das Highlight ist tatsächlich einfach, dass es wieder ist, wie es ist und losgegangen ist. Nein, es hat so viel spannende Aussteller, spannende Besucher und das ist immer das Messe-Highlight, das wirklich das Zusammenspiel, das einfach schön ist, das Erlebnis schlussendlich, ja. Wir bleiben gerade in Thun, wechseln aber auf den Fußballrasen. Der FC Thun Berner Oberland richtet sich neu aus. Der Club soll zwar weiterhin in regionalen Händen bleiben, aber er hat neue sportliche Ziele bekommen. Innerhalb von 3 Jahren will man wieder in die höchste Spielklasse aufsteigen. Eben Aufbruch statt Abbruch, das ist schon mal eine sehr wichtige Information, weil es hätte können sein, nach allem, was war, die wirtschaftliche Situation, die sportliche Moment ein bisschen angeschlagen, dass man sagt, ja, schau, wir können nicht mehr, wir geben auf. Oder wir verkaufen uns irgendwie an einen ausländischen Investor oder was auch immer. Das ist absolut nicht der Fall. Wir wollen völlig in die andere Richtung, aber wir wollen das machen, ich sage jetzt fast ein bisschen romantisch, mit Herz. Der Kommerz im Fußball hat schon lange Überhand genommen. Es ist sehr viel auf dem Platz, wo man in vielen Matches sieht, wo man sich nicht damit identifizieren kann, sagen wir es mal so. Wir wollen wirklich beherzten Fußball zeigen, offensiv, mutigen Fußball mit möglichst viel Eigenen. Wir wollen von klein bis gross die gleiche Spielphilosophie, dass die möglichst, wenn sie raufkommen, eine gute Chance haben, dass sie die erste Mannschaft kommen. Dass man sich voll und ganz mit dem FC Thun identifizieren kann. Und auch wollen wir durch das ist alles ein bisschen ein Rattenschwanz, wenn wir attraktiven Fußball mit möglichst viel Eigenen bieten können, möglichst natürlich erfolgreichen Fußball, dass wir mehr Zuschauer ins Stadion reinholen. Aber nicht nur wegen dem Fußball, einfach auch, weil etwas läuft in dieser Arena, vor dem Match, während dem Match, in der Pause und nach dem Match. Mit irgendwelcher Unterhaltung, mit Angeboten im Catering und so weiter. Wir wollen das einfach optimieren und da unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, einbringen. Für das brauchen wir ein bisschen einfach auch Kapital. Nicht im Sinne von wieder betteln, jetzt kommen sie schon wieder. Nein, wir wollen eben eigenständig bleiben. Wir wollen uns nicht an einen ausländischen Investor verkaufen, so wie es andere Leute machen. Wir probieren es zumindest mit unserem Volk, da, mit der Region, und erhoffen uns, dass sie sich damit identifizieren können, dass sie mithelfen, dass wir eine Kapitalerhöhung machen können. Eine vernünftige, wir wollen da nicht, wir reden nicht von 10, 20 Millionen. Wir nehmen es gerne, wenn wir die Leute berühren können mit dem. Aber vernünftig aus der Region, lieber ein Club vom Volk, ein bisschen Gallier im Umzug, wo der Thuner und der Berner Oberländer stolz sein darauf und dass sie mithelfen, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen können. Wie das Wetter ist, wenn ihr am Wochenende Fußball spielen oder auch über die Agrimesse flanieren, das seht ihr gerade anschliessend in der Prognose. So oder so wünsche ich euch jetzt schon ganz einen geruhsamen Abend und eine schöne Zeit. Wiederschauen miteinander.
Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an diesem Freitagabend, wo wir zurückschauen auf einen prächtigen Tag, den wir heute hatten, mit viel Sonne. Ganz so mild wie gestern war es aber nicht mehr. Ja, und die Temperaturen die gehen jetzt am Wochenende und zum Wochenstart noch ein bisschen retour. Wir liegen am Südrand von einem Hochdruckgebiet und da haben wir eben mit der nordöstlichen Strömung die kontinentale Luft, die uns erreicht. Und die ist relativ kalt. Der Start in Samstagmorgen ist auch eine kalte Angelegenheit. Wir haben überall Frost, aber es ist dafür auch sehr, sehr sonnig. Und so sonnig bleibt es dann morgen auch den ganzen Tag durch. Temperaturen maximal bei etwa 6 Grad in den Tiefenlagen, 2 Grad in Grindelwald, um die 0 Grad maximal in Adelboden. Abgesehen von ein paar wenigen kleinen Quellwolken, ein super schöner Tag, ein toller Wintersporttag natürlich auch in der Höhe. Und insgesamt geht es dann auch in den nächsten Tagen, abgesehen von ein paar wenigen Hochnebelfeldern und Wolkenfeldern, sehr schön weiter. Temperaturen für die Jahreszeit aber frisch, in der Nacht amix frostig und den Tag durch bei etwa 5 bis 6 Grad. So richtig durchstarten kann der Frühling also noch nicht. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ich wünsche weiterhin ganz einen schönen und gemütlichen Freitagabend.